Wat war dat a weekend? Wie ich letzte Woche schon angekündigt hat, war ich zu Cannes Festival für do über den digitalen europäischen Binnenmarkt an über die Reform von den Droits d'auteur zu diskutieren. Wo geben das lieber machen wie auf der Côte d'Azur, wo sich Regisseure, Schauspieler und Autoren sozusagen für Thomas vom europäischen Kino treffen. Natürlich darf die Politik da nicht fehlen, weil es schließlich Politik ist, die für die Kaderbedingungen responsabel ist und für die kulturelle Diversität, dass die auch am Filmbereich garantiert wird. Das Regelung am Europäischen Parlament heute zu Straßburg will ich euch den Kern von meinem Plädoyer zu Cannes, die digitale Souveränität von Europa, erklären. Die rechtlichen Kaderbedingungen sind, zumal was die Filmbranche angeht, seit ein paar Jahren durch die digitale Revolution unter Veränderungsdruck. Wie soll kreativ Leistung bezahlt gehen? Wie enge Regeln gelten für die neuen Plattformen, die ja am Gange sind, die klassische Überdrohungssphäre zu erweitern, respektive zu ersetzen? Wie können Jugendschutz, Limitationen bei den Reklamen oder Upload für die kulturelle Diversität effizient auch am Online durch und umgesetzt gehen? Die digitale Revolution rüsselt die Filmbranche durch und hin. Hier kann Politik nicht nur gucken, nach Gottes Wasser über Gottes Land laufen lassen. Wir brauchen zukunftsfähige Konzepte. Die Devise heißt Digital Souveränität an Europa. Dafür habe ich auch zu Cannes, zusammen mit den Leuten aus der Filmbranche, plädiert. An Unterstützung kriege ich dabei sogar vom französischen Premier, de Manuel Valls. Auch für ihn ist das Devise den A und den O von der französischen und von der europäischen Kulturpolitik. Der Risiko von der technologischen Abhängigkeit ist nämlich viel zu groß. Besonders amerikanische Entreprisen haben Schlüsseltechnologien, ohne die das ganze System nicht funktioniert. Holen wir nehmen Plattformen Google, Amazon, Facebook, Apple. Wo sind dann die europäischen Firmen an diesen Bereichen? Sicher, an der Produktion vom Content, dem Inhalt also, da sind wir super. Aber bei der Übermittlung Highlight Gefahr. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht kolonisiert gehen. Was heißt die digitale Souveränität dann konkret? Erstens, wir müssen plattformneutral und zukunftssicher Regeln für unseren Markt festlegen. Für die Verdrohung von Filmen zum Beispiel an der Direktive für audiovisuelle Dienstleistungen. Zweitens, wir müssen das Prinzip durchsetzen, dass den Zugang zu unserem Marché mit unseren über 500 Millionen Verbrauchern will, dass den sich auch unsere Regeln anpasst. Wer das nicht möchte, muss mit hohen Strafen rechnen. Drittens, da muss man natürlich die Sicherheit von unseren Daten garantieren. Spionage und Diebstahl muss effektiv aufgewehrt gehen. Viertens, der Verbraucher und den Datenschutz müssen europäisch gestärkt gehen. Sie sind ein Konkurrenzvorteil und ein Ausdruck von unseren Werten, die zu Grundrechten gesehen. Fünftens, da brauchen wir auch ideale Kaderbedingungen für die Forschung und für die Innovation. Nur so können erwartende Europäer die nächste Kehr nur führen, für das wir dann Schlüsseltechnologien auch an Eisenhand haben, wenn sie auf den Markt kommen. Sechstens, intellektuelle Kreativleistung muss sich rentieren. Droits d'auteur müssen einem auch an Zukunft erlauben, davon zu leben. Mit dem DO-Programm kann Europa souverän am 21. Jahrhundert bestehen. Dabei geht es nicht um Protektionismus, nein, es ist ein Programm, das Europa erlaubt, weltweit unterstützt mitzumischen. Und das ist ein Programm, das uns Entscheidungsfreiheit und uns Werte aufsichert. Kulturelle Diversität ist ein Teil von unseren Werten und von unserem Reichtum. Und ist ein Teil von unserer europäischen DNA. Die müssen wir erhalten. Ist die europäische Kultur ein Eschek, dann ist auch als europäische Lebensqualität und dann ist auch Europa ein Eschek. Und damit wären wir dann noch zurück am Herz von der Debatte zu Cannes. Nimmer wann kreativer kreieren, gibt es Kultur.
Dafür muss künstlerisch Erbecht sich lohnen. Nämlich so können wir auch weiterhin a kulturellem Reichtum leben. Nämlich so hat Europa eine Zukunft für den Lützebäuer an den europäischen Film als Ziel klar. Das ist eine Success Story. Sie muss weitergehen. Aber wir müssen erwarten, die digitale Revolution mit der Folge dann noch meistern, für das es auch heute zum Schluss heißt, Happy End, das sind wir aus dem Film schuldig.